那种他懂吗？Chalam die Sinsinangenge, So, zuallererst möchte ich alle die verschiedenen, die über das Internet zuhörenden Bhikshus und Bhikshunis und die begrüßen und die Kalyana Mitras, die und die anderen Dharma-Freunde und Freundinnen, die über das Internet hier zugeschaltet sind. Meinen herzlichen Grüße und Tashi Telex. Um weiter fortzufahren mit dem, wo wir anderen Tags hier ab, aufgehört haben. Es geht um die Übermittlungs- oder Weitergabeabfolge innerhalb der Lehre des Buddha. Und wenn man diese Weitergabeabfolge hier weiter erklären wollte, da ist die Erklärung der nördlichen Tradition und der tibetischen Tradition und so wie es der südlichen Tradition entspricht. Diese drei, die möchte ich alle diese drei eingehen. Wir beginnen mit der Darlegung der nördlichen Tradition und anderen Tags habe ich darüber gesprochen, dass in den Chroniken dieser oder Weitergabe nach dem Ashoka Avadana und dem Ashoka Sutra und anderen Texten, dass da 5 Führer der Dharma-Lehre erwähnt werden. Und was wir aber auch darüber sprechen müssen, was diese Abfolgeerklärung, Darlegung der Übergabe von Dharma da gibt es auch einen weiteren Text, der hier ein Text, der in der Shin-Dynastie übersetzt worden ist und Ashoka Avadana oder Ashoka Avadana heißt dieser Text und es gibt einen dazugehörigen Sutra-Text, den Ashoka Sutra, das in der Liang-Periode von Sanghavarman übersetzt worden ist. Und das ist ungefähr wahrscheinlich während des 5. Jahrhunderts passiert. Das sind wichtige Texte, die in der chinesischen Tradition diese Geschichte der Übergabe des Dharma weiter erklären. Sind auch zugleich eine wichtige Grundlage für die Erforschung der Geschichte der Ausbreitung des Buddha Dharma. Da gibt es noch einen weiteren Text, in dem Ashoka Avadana und Ashoka Sutra erwähnt werden, in dem von einem Sanskrit-Manuskript aus übersetzt worden ist und auch diese Übergabe oder Weitergabe des Dharma-Abfolge darlegt. Und in diesem Ashoka Avadana oder Ashoka Sutra heißt es dazu ist es eine etwas kürzere Überlieferungslinie, die wesentlich kürzer als die andere lange, die wir andertags hier vorgestellt haben. Das sind es über 4 Generationen, wenn man das hier darlegen wollte, um hier die Liste vorzustellen. Also die jeweiligen Führer des Dharma waren in dieser Zeit Mahakashyapa zuerst, dann ist Ananda und Atmatyantaka, der eingefügt ist nach dem zweiten und dann Shanakavasin und Upagupta.
Auf diese Weise kommen wir zu 5 verschiedenen solchen großen Führern des Buddha. Und das heißt ja darin in diesem Text, in diesem Ashokavadana oder im Ashoka Sutra, dass Upagupta zugleich des König Ashokas Hauptlehrer gewesen sei. Und warum habe ich hier diesen Madhyantaka hier in Klammern eingefügt? Und das hat eine besondere Bedeutung. Also der nacheinander folgende. So wie es zuvor erklärt war in dem Ashoka Sutra und Bhavadana, war Madhyantaka zusammen mit Shanaka Vasika ordiniert und dieser Madhyantaka wurde ein Schüler Anandas unmittelbar vor dem Parinirvana von Ananda. Und die Übertragung der Linie wurde ihm übergeben und dass er mit dem Auftrage, die Lehre des Buddha in Kaschmir zu verbreiten. Aber in der Art und Weise, wie er zu Shankar-Vasin und Upagupta verbunden ist, ist nicht genau darin erwähnt. Ganz allgemein sind da in der Abfolge, wie sie in dem Ashokavadana erklärt ist, und in dem Ashoka Sutra einige innere Widersprüche, die nicht ganz miteinander vertragen. Da heißt es zum Beispiel, dass die Lehre weiter von Ananda zu Shanaka Vasika weitergeben und dann zu Upagupta. Aber wenn das der Fall wäre, wenn Ananda es zum Madhyantaka gegeben hat, dann wäre es eben nicht zu Shanaka Vasika. Aber in einem anderen Text heißt es dazu, über Shanaka Vasin. Das ist der Text, in dem das hier auftaucht. Mahakashyapa hat die Lehre mir übergeben und jetzt musst du diese Lehre des Buddha beschützen. Also das widerspricht sich etwas. Die verschiedenen Texte, die früher und später, haben einen inneren Widerspruch. In den kleineren Texten der Mulla Sarvastivada-Tradition, das möchte ich euch auch zeigen, dieses Zitat hier. Ihr werdet es gleich verstehen, wenn ihr darauf schaut. In diesem Text hier heißt es, da ist die Prophezeiung, dass 100 Jahre nach dem Tode des Bhagavan Bhikshu Madhyantaka wird erscheinen, um die Lehre er wird in die Lehre des Buddha eintreten und deshalb übergebe ich dir jetzt diese Lehre. Also das ist die Rede davon 100 Jahre nach dem Parinirvana. Und in dem dritten Abschnitt der großen Aufzeichnung der Reise in den Westen heißt es, dass 50 Jahre nach dem Parinirvana des großen Lehrers ein Führer der Lehre geboren werde, der aber dann nicht die Ananda hätte treffen können. Wenn man aber die Quellen sich anschaut, sind die meisten darüber einstimmend, dass in Einklang mit der Prophezeiung, mit Anandas Prophezeiung und Vermächtnis Madhyantaka nach Kaschmir gegangen ist, um die Lehre zu verbreiten. Aber er ist nicht darin erwähnt, ob er ein direkter Schüler von ihm gewesen sei. Einige der Quellen sagen, dass er Anandas Schüler gewesen sei.
in dem Sinne, aber er sei vorausgesagt oder im Vermächtnis von Anandas mit diesem Auftrag versehen. In der singalesischen Tradition heißt es, dass Madhyantaka nach Kaschmir ging zur Zeit des König Ashoka und auf das Geheiß von Moggallariputra Tissa und das wäre dann ungefähr 160 Jahre nach dem Parinirvana des Buddha. Weil es also in einigen Quellen der Tradition scheint es, dass Madhyantaka hineingefügt worden ist in diese Überlieferungslinie. Warum wäre er eingefügt worden? Und das kann man aus der Geschichte von Taranatha, der Geschichte der Ausbreitung der Buddha-Lehre in Indien, entnehmen. In Taranathas Abhandlung heißt es dazu, das hier ganz kurz nur vorstellen möchte, also um das hier zusammenzufassen, also nach der Tradition von Kaschmir in Madhyantaka muss also muss Madhyantaka auch in die Überlieferungslinie eingefügt sein, den Dharma zu übernehmen, weil obwohl er in der Mitte Indiens geboren war, hat er sich um den 50 Jahre um Dharma gekümmert und in dieser Weise war der große Arya Shandavasika hatte nur noch wenige Schüler und erst nachdem Madhyantaka nach Kaschmir abgereist war, um dort die Dharma zu verbreiten, hat Shandavasika sich hauptsächlich um den Dharma in der anderen Region gekümmert und es heißt, dass deshalb 8 Führer der Lehre gezählt werden müssen. Aber nach der anderen Erklärung wieder heißt, dass Madhyantaka prophezeit worden ist, nach Kaschmir zu gehen und Ananda ihn direkt dazu beauftragt habe und dann wäre dorthin zu gehen. Aber Ananda hat die Lehre selbst, die gesamte Lehre an Shandavasika übergeben, sodass dann nur 7 in der Abfolge der Führer des Dharma zu sehen seien. Also die meisten Tibeter folgen der Erklärungsweise, dass es 7 in der Abfolge gegeben habe. Der war zuerst Ananda, dann Madhyantaka und dann Shanakavasin. Aber wie kommen wir da mit 7 hin? Weil eben 7 kommen wir dann hin, das wären also 8, aber wenn wir dann sagen, Ananda hat es direkt an Shanakavasin gegeben, dann sind es 7. Wohingegen eben Madhyantaka nur nach Kaschmir gesandt worden ist, um dort Dharma weiterzuführen. In der südlichen Tradition ist es aber umgekehrt Moggallariputra Tissa, der dann Madhyantaka nach Kaschmir geschickt hat. In jedem Fall ist Madhyantaka eine sehr wichtige Person. Und das hat damit zu tun, dass in der Geschichte die Mulavasavada-Tradition in Kaschmir sehr stark geworden war. Und dass eben vielleicht man deshalb Madhyantaka dort eingefügt habe. Aber wenn wir ganz allgemein über diese Abfolge der Führung der Lehre sprechen, dann ist die Frage, ob darin auch die Abfolge des Mentors, also dem die Vorsätze, die Regeln übergibt, auch damit gemeint ist. Also wer hat wem diese Vorsätze gegeben, und dann ist die Frage, wer war Anandas Abt oder Mentor und ob das jetzt Mahakashapa gewesen sei oder zum Beispiel gibt es in einigen Darlegungen
auch von Pavo Zuckler war, dass da kommt ein anderer Name vor, nämlich der gesagt, dem Mullah, was das war, da heißt es, ein Kashapa Dashabala wäre dafür verantwortlich gewesen und der Dashabala sei nach einer Tradition wieder derselbe wie der große Kashyapa. Auf der anderen Seite heißt es in den kleineren Darlegungen der Mullah Savasana-Tradition, dass in der Zeit nach dem Buddha die zu den Reliquien des Buddha dann Geschenke darbrachten und dass da zu der Zeit 4 große Shravakas anwesend seien. Da war also der Anjata Kaundinya und der ehrwürdige Uruvilwa und der ehrbare Dashabala Kashapa und der große Kashapa, der Mahakashapa. Also dann wären diese beiden verschiedene Personen. Aber selbst wenn man einen Unterschied machen wollte zwischen Dashabala Kashapa und Kashapa dem Großen, dann ist die Frage, ob man da wirklich viele autoritative Quellen dazu finden würde. In der Pali Vinaya heißt es, dass umgekehrt der Mentor von Ananda Belatashisha gewesen sei. Und aus dem Grund sagen einige Gelehrte oder die meisten Gelehrten, dass Ananda nicht ordiniert wurde von Kashyapa, sondern von jemand anders. Ich denke, deswegen sollten wir hier eine Unterscheidung machen zwischen dem, was man als die Führung der Lehre bezeichnet, also die Abfolge, die Führungsabfolge und dem, was man als die Kontinuität der Ordination oder des Weitergebens der Vorsätze bezeichnet, also wo ein Mentor eine Mentor- oder Betreuerabfolge darstellt. Und wenn man auf die Betreuerabfolge schaut, dann sind es jeweils die persönlichen Betreuer, die einem diese Gelübde oder Vorsätze abnehmen. Und es bedeutet aber nicht umgekehrt, dass in der Führungsabfolge des Dharma, dass darin jeweils der Vorgänger, der Mentor des Nachfolgers gewesen sein muss. Und wenn wir also über Mahakashapa und Ananda sprechen und darüber ein bisschen nachsinnen, die Beziehung zwischen beiden, dann ist dieser Mahakashapa, wie wir alle wissen, eine der einflussreichsten Personen nach dem Parinirvana des Buddha. Und er war derjenige, der schließlich dieses Konzil, das erste Konzil der 500 zusammengeführt hat und so wie es auch in den 4 Agamas und der tibetischen Tradition erwähnt wird, auch in chinesischen, auch in Pali-Tradition, wie ich das letztes Jahr bereits dargelegt habe, jedenfalls in den 4 Agamas heißt es, dass der Buddha selbst die Hälfte seines Sitzes, seines Vorsitzes dem Mahakashapa übergeben habe und dass sogar mit Mahakashapa die Roben getauscht habe und er hat also seine alte Robe Mahakashapa gegeben und das Kleid von Mahakashapa selber getragen. Und Mahakashapa hat also zur Zeit, wo er diesen Vorsatz führte, selbst noch die Originalroben des Buddha getragen. Und er war deshalb als einer der respektiertesten Schüler des Buddha, nachdem Shariputra und Maudgalyanana starben, war also dann in der Reihenfolge dann Kashyapa, Mahakashapa, der am meisten angesehene Ältere, und der den Buddha repräsentierte. Und weil Mahakashapa, natürlich hätte es jemand anders aussehen können, aber weil Mahakashapa diese großartige Abilität zeigte, ob wir also darüber nachdenken, ob der Mahakashapa nun selbst der persönliche Mentor von Ananda gewesen sei oder nicht, der ihn ordiniert hat oder nicht, das unabhängig davon gibt es sicher keine Diskussion darüber, dass Mahakashapa von großem Einfluss war. Und es gibt auch verschiedene, in den 4 Agamas und in Vinaya gibt es gelegentliche Hinweise darauf, dass es Meinungsunterschiede zwischen Kashyapa und Ananda gegeben habe.
So da, wo zum Beispiel in dem ersten Konzil Markashaba einige Fehler von Ananda aufzeigt. Aber es besteht trotzdem darüber kein Zweifel, dass niemand anders mehr bekannt war als Ananda unter den Schülern von Buddha. Und sowohl in der Pali-Tradition, in der Tradition der Älteren und auch bei den Texten, die von Nagarjuna verfasst sind, heißt es, dass Ananda 25 Jahre in der Gegenwart des Buddha verbracht hat. Und wenn wir dieses betrachten, wenn wir diese geschichtliche Entwicklung betrachten, dann wäre vielleicht, war Ananda vielleicht 25 Jahre, als er der persönliche Sekretär von Buddha wurde, und Ananda hat dann vielleicht, er war 45 Jahre, als er diese Rolle übernommen hat, und wenn er dann 25 Jahre mit Buddha zusammen war und dann selber ein langes Leben gehabt hat, dann hat er vielleicht noch 30, 40 Jahre weiter gelebt hat. Er war also deshalb einer der hauptbekanntesten Schüler des Buddha. Und so ist es in den verschiedenen, war also nach dem Fortgehen von Markashapa Ananda der natürliche in der Abfolge, der am meisten Bekanntheitsgrad und Anerkennungsgrad hatte. Und nach der Ashoka-Avadana und anderen Quellen war Anandas Schüler Shanakavasika und also Ananda war der persönliche Mentor von Shanakavasika und hat ihm dann die Lehre übergeben. Shanakavasika war im Osten geboren, aber er war sehr verantwortlich dafür, dass der Dharma am Westen sich auch verbreitete. Und wenn wir auf die verschiedenen Darlegungen in den verschiedenen Vinaya Geschichten schauen, dass es ungefähr 100 Jahre nach dem Fortgehen des Buddha geschehen sei. Und dass zu dem Zeitpunkt unter den am meisten bekannten Älteren verschiedene Personen aufgezählt werden. Da gibt es also unterschiedliche Erklärungstraditionen nach den unterschiedlichen Schulen. In der einen heißt es Sabakami im Osten und an dem Westen wird von Revata und Sambhuta gesprochen. Sambhuta, wobei das Wort Sambhuta in den Pali-Texten mit dem Shanakavasika zusammen vorkommt. Das heißt, er wird als Sambhuta Shanakavasika genannt. Und das scheint durchgängig der Fall zu sein in all den verschiedenen Quellen. Der volle Name Sambhuta Shanakavasika gewesen sei, oder er aber einen zweiten Namen gehabt. Wenn man darüber nachdenkt, in dieser Weise, dann können wir sagen, dass in der Pali-Tradition, in dem Sattasadika Khandaka, er wird erwähnt, dass Shanakavasi derselbe sei wie auch der Schüler von Anandas gewesen ist. Und in der nördlichen Tradition wird von Sambhuta gesprochen, in der südlichen heißt von Sambhuta Shanakavasa. Aber ob nun Shanakavasa oder Sambhuta in der Tradition heißt, dass sie beide Schüler des Ananda gewesen sein müssen. Und also diese beiden Personen
Es waren beides, von beiden wird einheitlich berichtet, dass sie 100 Jahre nach dem Buddha gekommen seien, nach dem Parinirvana des Buddha. Und der Ort, an dem sie sich aufhielten, da heißt es, dass Sambuddha Chandakavasa in einer Gegend sich aufgehalten habe, die mit einem Berg Aboganga bezeichnet wird. Und in dem Ashokavadana, da heißt es dazu, dass Chandakavasika in dem Urumunta Parvata Berg geweilt habe. So, das sind also diese beiden verschiedenen Berge, die erwähnt werden. Und die Berge werden verschiedene Namen benannt, aber von beiden wird berichtet, dass sie in den Texten, dass sie in den Bergen verweilt haben und dass man, um dorthin zu gelangen, ein Boot benutzen musste. Also aus all diesen Gründen bedenke ich, dass es sich um dieselbe Person handeln sollte. Aber da braucht es natürlich weitere Forschung. Ob Sambuddha Chandakavasa und der in der Pali-Tradition erwähnt wird und der Chandakavasa, der in der nördlichen Tradition erwähnt ist, ob diese dieselben sind. Und das ich auch beschreiben möchte, wenn wir über die Unterschiede zwischen den nördlichen und südlichen Traditionen sprechen. In dem Sinne wäre also, sprechen wir jetzt über den vierten der Älteren in dieser Führungsabfolge des Dharma. Viele verschiedene Quellen. Und das sowohl in dem Ashokavadana und im Ashokasutra wird die Rede des Chandakavasa, dann nach Upagupta gewesen sei, der ein Schüler von Chandakavasins gewesen, der für den vierten Älteren in dieser Bildungsfolge bildete. Aber da gibt es ein paar Ungereimtheiten, die zu diskutieren wären. Erstmal, das bezieht sich auf die Daten, die Lebensdaten von Upagupta, und der zweite ist, ob er ein direkter Schüler von Chandakavasin gewesen sei. Also, wenn man das Ashokas Regierungszeit, heißt es in einigen Texten, in dem späteren Leben von Upagupta aufgetreten sei, und dann wäre er sozusagen ein Zeitgenosse von Ashoka. Und das heißt, andererseits heißt es, dass Upagupta 100 Jahre nach dem Buddha gekommen sei und Ashoka, und dann müsste er, wenn Ashoka selber dann seine Regierungszeit im Jahre 160 Jahre nach dem Buddha begonnen habe, dann 130 Jahre alt geworden sein, um dann das, was nicht ausgeschlossen, nicht unmöglich ist, aber es ist sicher schwierig, alle Leute davon zu überzeugen, dass dies der Fall gewesen sei. Aus diesem Grunde sagen die zeitgenössischen Gelehrten, dass vielleicht das, was in der nördlichen Tradition dass die Übermittlung von Upagupta dass er zu derselben Regierungszeit von Ashoka gelebt habe, dass da ein anderer Ashoka gewesen sei, ein sogenannter Kala Ashoka, ein schwarzer Ashoka, dass der nur verwechselt worden sei mit dem Dharma-König Ashoka, weil dieser Kala Ashoka dann angesiedelt wird, und ungefähr 100 Jahre nach dem Parinirvana des Buddha. Also die Frage, ob er jetzt ein Zeitgenosse des Königs Kala Ashoka oder des Dharma-Königs Ashoka gewesen sei. Also da gibt es Quellen, die sagen, dass in den Sutra, den Shariputas Fragen, heißt es nach dem Fortgehen des Buddha in der Maurya-Dynastie ein Ashoka kommen werde, Dharma, nicht Ashoka, der nach Upagupta gekommen sei. Und das ist vielleicht einfacher für viele Leute, so das zu akzeptieren, dass sie nicht Zeitgenossen, sondern sind.
und dass eben Upagupta gelebt habe, 100 Jahre bevor Ashoka überhaupt geboren worden sei. Das passt auch auf die Taranathas Darlegung, dass zur Jugend Ashokas eher mit zusammenfiel, die Jugendzeit Ashokas zusammenfiel mit dem letzten Teil des Lebens von Dittika. Und in den übereinstimmenden Quellen von Indien heißt es, Ashoka ist ungefähr manchmal ist die Rede von 3 verschiedenen Ashokas, die aus diesen Gründen der verschiedenen Zeitangabe hier angenommen werden. Und es ist die Frage, ob da also ein Unterschied besteht zwischen einem sogenannten schwarzen Ashoka, einem Kala Ashoka und einem anderen Ashoka. Beide Erklärungen haben verschiedene Schwierigkeiten. Und jedenfalls ist die Person, die nach Upagupta kam, die von Upagupta beauftragt wurde, die Lehre zu führen, war Dittika. Und Dittika ist in dem Ashoka-Avadana und in anderen Texten erwähnt. Auch in dem chinesischen Text, wie ich das bereits berichtet habe, gibt es in all diesen Texten, in diesen beiden Texten ist die Rede von, dass er geboren war in Mathura geboren sei. Das ist nach der Erklärung der Chroniken der Dharma-Führungsabfolge. Und Taranatha sagt dazu, dass er der Sohn eines reichen Händlers in Udayana gewesen sei und er sei ein Zeitgenosse von Ashoka gewesen. Aber und der Grund, warum er aber nicht auftaucht, aber eine Beziehung überhaupt zu Ashoka gehabt habe, ist, dass nach Taranathas Darlegung in der Geschichte der Ausbreitung des Buddha-Dharma in Indien, dass er während seines Lebens in der zweiten Hälfte sehr viel krank gewesen und deshalb nicht viele Aktivitäten habe zeigen können. Und er war also nicht in der Lage, sehr weit zu reisen aufgrund seiner Krankheit und das vielleicht der Grund ist, warum es nicht schwierig ist, eine Beziehung zwischen Dittika und Ashoka herzustellen und dass er selber starb, sozusagen ungefähr am Ende der Regierungszeit von Ashoka, also 240 Jahre nach dem Parinirvana des Buddha. Aber das Problem, das wir dann auch noch betrachten sollen, dass in den Ashoka-Avadana und der großen Darlegung und in den Chroniken der Führungsreihenfolge im Dharma in vielen Schriften viele Schriften verloren gegangen sind und zu der Zeit von Upagupta und dass viele Beschreibungen und Texte zu dieser Zeit verloren gegangen sind und die Gemeinschaft des Sangha sich aufzuspalten begann. Und daraus könnte man den Schluss ziehen, dass zu jener Zeit jene, die diese Führungsrolle innehalten, die Älteren, dass sie nicht mehr in solchen großen Wertschätzung behandelt wurden wie in den früheren Zeiten. Also von Upagupta an, dass die Führer, die Älteren, die sogenannten Älteren oder Führer der Dharma-Überlieferung nicht mehr in so einem großen Ansehen standen. Und das kommt zeitgleich mit der Entwicklung der Aufspaltung des Sangha. Und deshalb diese Tradition, einen gemeinsamen Führer der Lehre zu haben, dass diese verloren gegangen ist und aufgrund von verschiedenen Ansichten und verschiedenen bevorzugten Regelmengen, dass dadurch eine unterschiedliche Aufspaltung in die verschiedenen
Gruppen sich gebildet haben innerhalb der Gemeinschaft und aufgrund der jeweiligen Klammern an ihre eigene Tradition und die Abneigung gegenüber anderen dann eben so eine Aufspaltung in verschiedene Lehrtraditionen sich entwickelt habe. Jedenfalls war es da in dieser Zeit offensichtlich keinen Sinn und Nutzen mehr darin gesehen, dass man einen gemeinsamen Älteren als den Führer der Lehre haben müsse. Und wenn wir das nochmal in der Bedeutung versuchen zu analysieren, und so gibt es, wie ich das vorher erwähnt habe, eine 5-Generationen-Abfolge, was gewissermaßen der Grundstein oder die Grundlegung der Dharma-Leitungsabfolge bedeutet. Wenn wir also über diese 5 Führer nachdenken, dann wie es in Ashoka Sutra und Ashoka erwähnt ist, dann ist es in beiden, dass diese zu tun haben mit der Regierungszeit des König Ashoka. Und wo da eine Beziehung hergestellt wird zwischen dieser Abfolge der Führungsreihenfolge innerhalb des Dharma und der Regierung des König Ashoka, dass da also dass daraus eine gewisse Glaubwürdigkeit der verschiedenen zeitlichen Zuordnung entsteht. Es hat aber auch Anzeichen der Sarvastivata-Tradition, die nämlich in der Zeit von Upagupta sich in der Mathura-Region sehr stark einflussreich ausgebreitet hat und dass dort die einflussreichste Tradition war. Wenn wir dann darüber nachdenken, wie es in der südlichen Tradition vergleichen mit dem, was in der nördlichen Tradition, den Ashokavadana und so weiter erklärt wird, dann finden wir auch diese 5 Führer. So in dem Pali Vinaya haben auch dieselbe wichtige Rolle eingenommen, diese 5 Führer. Der Hauptunterschied ist, bezieht sich auf die Frage, wer war Ashokas Lehrer? Das in der nördlichen Tradition heißt es Sarvastivata oder in der südlichen Tradition der Vibhayavada. In der nördlichen Tradition war es Upagupta, der persönliche Lehrer von Ashoka gewesen sein soll. In der südlichen Tradition dann war es Moggalliputta. So, wir sprechen also jetzt hier über die verschiedenen Unterschiede in den verschiedenen Vinaya-Traditionen und Textsammlungen. Und darin möchte ich jetzt zu sprechen kommen auf diese Unterschiede in der Darlegung und darin zuallererst, wie wir da vorher drüber gesprochen haben, die nördlichen Traditionen in der Chroniken der Dharma-Führungsreihenfolge, Shokavadana oder Ashoka Sutra, und mit dieser 5-Generationen-Abfolge der Führung des Dharma, wo also 5 erwähnt werden. Und wenn man in andere Texte schaut, die in der nördlichen Tradition auch üblich sind, was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Dharma-Übermittlungsfolgen? Und dann fangen wir zunächst mal mit der Überlieferungslinie des Mahasangika an. Das zweite wäre die 28 aus der Führungsreihenfolge in der Chan-Tradition. Und dann die südliche Tradition. So.
fangen also mit der Mahasangika-Überlieferungsdarlegung an. Wenn wir auf die Vinaya-Texte schauen und andere Quellen in der nördlichen Tradition, da gibt es unterschiedliche Darlegungen in der geschichtlichen Abfolge. So in der Mahasangika Vinaya, das berichtet nicht ganz klar, wie diese Abfolge genau stattgefunden haben soll. Es beschreibt zum Beispiel das zweite Konzil und die Namen der Arhats, die an diesem zweiten Konzil beteiligt waren. Da waren also 7, die da ausgewählt waren, aber 8 Arhats ausgewählt, und von diesen 8 Arhats, die da Unterschiede zwischen den ist in der Mahasangika-Tradition unterschiedlich zu all den anderen nördlichen Darlegungen eine andere Darlegung der Personen, die daran teilgenommen haben. Also es scheint, dass der Mahasangika einen Wert darauf legte, eine eigene Geschichtsbeschreibung hier vorzulegen. Und um das darauf einzugehen, dann gibt es im Sutra der Fragen von Shariputra, heißt es nach den Mahasangika-Darlegungen, nach meinem Parinirvana, so sagt der Buddha, wird Mahakashapa und andere werden dann von großer Unterstützung für die Bhikshus und Bhikshunis sein und keinen Unterschied zu mir selber, und Mahakashapa wird dann dieses wiederum anvertrauen, Ananda und Ananda wieder Madhyanta und Madhyanta zu Shankavasin und Shankavasin zu Upagupta. Und nach Upagupta wird es einen maurischen König Ashoka geben, und die Sutras und Vinaya werden sich weit in der Welt ausbreiten. So, das ist die Darlegung aus dem Mahasangha-Text. Was in dieser Darstellung anders ist als in den Chroniken der Überführungsreihenfolge des Dhamma, ist, dass Madhyantaka zwischen Ananda und Shandakavasin eingefügt worden ist. Also Mahakashapa auf Ananda und Ananda auf Madhyanta und Madhyanta wieder auf Shandakavasin. Also da ist ein Unterschied in der Beschreibung. Das passt nicht ganz auf das, was in den Chroniken der Dhamma-Übermittlungsreihenfolge dargelegt ist. Weil dort heißt es, dass Madhyanta eben nach Kaschmir geschickt worden ist von Ananda, aber um dort die Lehre zu verbreiten. Also eine Nebenlinie bildet, aber nicht die Hauptträger der Hauptlinie gewesen ist. Wohin der Ashoka aber dann, das heißt, dass aber dem Hauptdarlegung ist Madhyantaka nicht der Führer des Dharma gewesen zu dieser Zeit. Nicht der Hauptführer gewesen. Die gibt dazu das ist die Frage, ob dieser Auftrag, die Lehre in Kaschmir zu verbreiten, gleichbedeutend damit war, dass er doch die Hauptfigur innerhalb der gesamten Übermittlungsreihenfolge darstellt oder nicht. Jedenfalls in der Mahasangika-Tradition wird Madhyantaka so eingefügt. Eine andere Tradition ist Chan, das, was wir auch als Zen bezeichnen. Wie die Tibeter sagen, der auf den Chinesen Hashang, dann sprechen wir also über Hashang. Auf der anderen Seite sprechen wir auch über Chan oder Zen. Und innerhalb dieser Tradition ist die Rede von 28 verschiedenen solchen Führern der Überlieferung, die am Ende mit Bodhidharma enden. Bodhidharma, also der letzte in dieser 28-gliedrigen Übermittlungsfolge. Und hat dann diese Übermittlung nach China gegeben.
Die sprechen also über die 28 indischen Führer des Dharma in dieser Übermittlungsreihenfolge, wo dann am Ende Bodhidharma die Übermittlung komplett nach China übergibt. Und wenn wir über diese 28-gliedrige Abfolge der Führung des Dharma sprechen, das ist dann im Vergleichen das mit den Chroniken der Dharma-Übermittlung. Und dann sind da noch, oder auch wie sie in Tibet bekannt ist, dann ist dann darüber hinaus noch andere Namen genannt. Das ist also eine weitere, eine ausführlichere Linie. Und die Gründe dafür sind, weil die indische Übermittlungslinie nach der Chan- oder Zen-Tradition, die also ihre Tradition auch bis nach Indien zurückverfolgt, das verglichen mit der aus den Chroniken der Dharma-Reihenfolge hier, die nur 28 Personen aufzählt und angefangen von Mahakashyapa und so weiter, das als Grundlage genommen, aber dann eben andere dann später noch angefügt, die die Führungspositionen innehielten. Und am Schluss dann mit Bodhidharma, dem letzten aus Indien kommenden, endet und dann in China weitergeht. Und dann, wenn man das, die Personen, das ist einmal die Zahl und dann auch die Personen sind andere. Dass eben durch diese Abfolge bis hin zu Bodhidharma dann schließlich diese Tradition des wahren Dharma-Auges, Schatzes nach China gegeben habe und dann dort eben diese Chan-Tradition begründet und damit China zum Hauptzentrum der Dharma-Weiterentwicklung gemacht habe. Und was ist darin steht also auch ein unterschiedlicher Sinn in dieser Darlegung, nämlich dass die Chan- oder Zen-Tradition eben diese 28 großen Führer des Dharma in ihrer Geschichte aufzählt, dass sie eine eigene, direkte Essenzübermittlung von Buddha selber empfangen habe und weitergegeben, die sich unterscheide von denen der anderen Übermittlungstraditionen, die sich bloß auf Sutra und Kommentare stützen würde. Es ist also eine Darlegung, die eine Höherwertigkeit ihrer eigenen Übermittlungslinie gegenüber anderen Übermittlungslinien bedeutet. Das also eine Überlieferungslinie sei, die auf die Bedeutung und nicht auf die Worte sich gründet. Und deswegen eine unterschiedliche, eigene, ständige Übermittlungsreihenfolge. Also hier haben wir eine Auflistung halt der verschiedenen Personen. Da haben wir es in der linken Spalte hier, die nach den Chroniken der Dharma-Führungsreihenfolge. Und dann auf der rechten Spalte von den beiden haben wir dann die nach der Zen-Tradition. Die ersten sind hier dieselben ungefähr. Im Sanskrit, die Zen unterstützt sich hier auf die Sanskrit-Ausdrücke. Und wir haben also die Sanskrit-Ausdrücke unter der Zen-Spalte und die tibetischen auf der linken Seite. Und dann haben wir nach Madhyantaka haben wir dann Shanakavasin in Punkt Nummer 4 oder 5, je nachdem, bei dem einen Madhyantaka eingefügt ist. Dann haben wir so weiter die anderen Personen dieselben wie in der Ashoka Sutra und Ashoka Avadana erwähnt. Aber dann beginnen die Unterschiede. Die sechste Position ist nach den Chroniken der Dharma-Verfolge Ditika und das ist dasselbe wie Zen.
In dem Ashoka Sutra werden 5 aufgezählt und dann in der Zen-Tradition dann am Asangika sind es 24, in dem Zen sind es ungefähr die gleichen, aber 28 noch dazugefügt. Wir sehen also hier sind einige noch am Ende eingefügt worden. Punkt 25, 26 und so weiter. Und der letzte wäre dann im Bodhidharma nach der Abfolge der Darlegung in der Zen-Tradition. Gut, und dann das dabei bewenden lassen, dann haben wir die nördliche Tradition. In der nördlichen Übermittlung des Dharma gibt es so 5 verschiedene Traditionen oder Unterschiede. Da gibt es Unterschiede in der Aufzählung der aber die Unterschiede, die da hauptsächlich sich darlegen, sind, dass nicht so sehr gesprochen wird über die Dharma-Führungsreihenfolge, sondern über die Mentor-Schüler-Reihenfolge, was ein Unterschied da ist. So wie ich gesagt habe, es bietet sich an, da einen Unterschied zu machen. So ist der Vinaya der Tradition, die in der wie sie in Vinaya dargelegt ist, hauptsächlich die Mentor-Schüler-Beziehung, was passt auf die nördliche Tradition. In verschiedenen Vinaya-Dokumenten finden sich unterschiedliche Darlegungen der nördlichen Tradition und der nächste sehr wichtige Text, über den wir nachdenken sollten, ist also die Chroniken der Dharma-Übermittlung. Das aber nicht so sehr als eine einzelne Quelle bezeichnet werden könnte, sondern es gibt viele verschiedene Quellen, die hier Berücksichtigung finden. Es vereinigt sozusagen in sich die verschiedene Erklärungstradition, sodass dann auch eine größere Übermittlungslinie zustande kommt, sodass hier diese Erklärung der 24 zum Beispiel eben bedeutet, man hat versucht, eine ununterbrochene Übermittlungsreihenfolge damit darzulegen. Wenn wir über die 5 Hauptführer sprechen, die als hier die Grundlage, der Grundstein gewissermaßen für die Übermittlungsreihenfolge ist, Mahakashapa, und ist gewissermaßen derjenige, der die Lebenskraft des Sangha-Gemeinschaft dargestellt hat. Der war derjenige, sein Haupterfolg war, dass er die in erste Konzil zusammen hat rufen können und all die Sutra, Dharma, Sutra und Vinaya-Sammlungen hat damit bilden können. Und er war gewissermaßen der unangefochten der Führer des Dharma in der Zeit nach dem Parinirvana des Buddha. Der gab selber hat dieses anvertraut dann wieder Ananda. Und nach Mahakashipas hat Ananda die Gemeinschaft über viele Jahrzehnte hin führen können. Und am Ende seines Lebens wiederum hat er es Shanakavasin gegeben. Und zur selben Zeit hat er aber auch einen seiner Schüler, nämlich Madhyamika, nach Kaschmir in die nordwestliche Region in Indien geschickt, um dort Dharma zu verbreiten. Wenn wir also einfach so diese Punkte mal zusammenfassen hier, dann
wenn wir dann über Shanakavasa und Upagupta sprechen, dann heißt es dazu, dass an Anand, das Schüler Shanakavasa eben und sein Schüler wiederum Upagupta gewesen sind, dass die beiden letzteren eine Mentor-Schüler-Beziehung auch hatten zudem. Und in der nördlichen Tradition, in der Biografie von Ashoka heißt es, dass Upagupta, der König Ashokas Hauptlehrer gewesen sei. Und dass er viele verschiedene Wundererscheinungen und so weiter performt habe, um dann und damals zu lehren und so den König Ashoka dazu gebracht habe, dass er sich der Lehre des Buddha anvertraut habe und so weiter. Und dann gibt es aber die anderen Darstellungen, die sagen, dass es dies zur Zeit von Dittika stattgefunden hat. Dittika derjenige gewesen sei, der zeitgleich mit Ashoka auftrat. Also es gibt viele verschiedene unterschiedliche Darlegungen hier. Vielleicht ist das auch jetzt kämen wir als nächstes auf die tibetische Tradition, so würden wir vielleicht ein guter Punkt jetzt hier erstmal für heute soweit es bewenden zu lassen.